Moment, Herbert, ich muss das da herstellen. Herbert, ich verstehe nicht, was du sagst. Kannst du ein bisschen deutlicher reden? Ah, du hast ja Brezen im Mai. Was sagst du? Die Zeitung ist mir runtergefallen. Die Zeitung ist da runtergefallen. Schau mal, doch hast du das wieder, gell? Warum sagst du das nicht gleich? Und, wo ist denn jetzt die Zeitung hin? Hab ich da die nicht unter den Arm, Herbert? Unter den. Herrschaftszeiten. Danke, Herbert. Du, Herbert, darfst mir du bitte die Tasse wieder da abstellen? Was damit ist los bin? Danke. Urlaub daheim ist doch am allerschönsten. Geh, Herbert, eine himmlische Ruhe ist es. Geh, Herbert, eine himmlische Ruhe ist es. Eine himmlische Ruhe, genau, ja. Du, gib mir mal die Sterbeanzeigen. Ich möchte wissen, wer wieder gestorben ist. Danke. Geh weiter. Herbert, da ist eine Todesanzeige drin. Und wer ist denn gestorben? Du? Also, mit sowas macht man keine Witze. Ja, da liest, da steht's. Wir trauern um unseren lieben Kollegen Herbert Haberkorn. Sag mal, wie bist denn du in die Sterbeanzeige reingekommen? Was fragst denn du mich? Da ruf ich sofort bei der Zeitung an. Er war uns mit seiner reichen Berufs- und Lebenserfahrung und seiner menschlichen Reife immer ein Vorbild. Das bist auf keinen Fall du. Ja, grüß Gott, Sie, bin ich da bei die Todesanzeigen? Ja, Sie, der Herbert Haberkorn, der heute bei Ihnen drin ist, das ist mein Mann. Nein, das muss einer gar nicht leid tun, weil der lebt ja noch. Komm her und sag mir, dass du noch lebst, damit es klappt. Hier Haberkorn, und zwar selber. Sie, ja, jetzt würde ich schon gern wissen, was für ein Spaßvogel diese Anzeige aufgegeben hat. Ja. Moment, Sie sagen Hubert. Ein Hubert Haberkorn ist gestorben. Ja, warum schreibst du dann Herbert ein? Nein, ich bin kein Hubert, ich bin ein Herbert. Und ich bin im Vollbesitz meiner männlichen Kräfte. Naja. Ja. Du alter Schmatzer, du. Sie, das war gerade mein Mann, gell? Aber jetzt hören Sie mal gut zu. Ich verlange von Ihnen, dass Sie die Anzeige sofort wieder rausholen. Ja, was meinen Sie, was ich da für ein Geschiss krieg? Da rufen die ganzen Leute bei mir an und gratulieren. Ja. Es ist jedenfalls nicht zu viel verlangt, dass Sie in der morgigen Ausgabe diese Sache berichtigen. Ja, sag ein Widerruf so her. Ach so. Ja, dann hat's keinen Sinn, wiederhören. Herbert, warum lässt du dich immer so leicht abspeisen? Der nächste Anzeiger kommt in 14 Tagen raus. Was? Und die Beerdigung ist heute Nachmittag. Heute Nachmittag? Ja, da stehen die am Grab und weinen um dich, dabei flackt der andere drin. Da wird heute manch eine Träne um mich fließen. Nix wird fließen. Wir rufen jetzt sofort jeden an, den wir kennen.
Von A bis Z. Was, das sind aber ein Haufen Leute. Autohaus Aberle. Oh, mei. Ja, du, wir können überhaupt nicht mehr zum Einkaufen gehen. Die halten dir alle für der Gespenst. Erst bist hier und dann stehst du auf einmal lebendig in der Wurstabteilung. Ja. Und verlangen weißen Presssack. Der Herr Aberle ist dran persönlich. Geh hin, nimm. Grüß Gott, Herr Aberle, hier Haberkorn Herbert. Ich rufe an, weil... Was soll ich denn sagen? Ja, dass du liebst. Weil ich noch lieb. Nein, ich wollte Ihnen sagen, dass ich schon noch liebe. Jetzt, warum haben Sie das gar nicht gelesen, dass ich gestorben bin? Das hat er gar nicht gelesen. Nein, Sie brauchen es nicht. Es geht nur darum, dass Sie mich noch nicht rausschmeißen müssen aus Ihrer Kartei, auch wenn Sie es lesen sollten. Wiederhören. Das war jetzt irgendwie unangenehm. Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, Herr Aberle, ich lebe. Was, das hast du gesagt, dass ich das sagen soll? Ja, aber ich hab's doch nicht so gemeint. Dann ruf du an, wenn du weißt, was du gemeint hast. Wer ist denn der Nächste? Ah, der alte Saufbruder. Mein Freund Anderl. Anderl. Mal grüß dich, Anderl. Du, Anderl, hast du in der Zeitung gelesen, dass der Herbert gestorben ist? Ob du mitgekriegt hast, dass der Herbert gestorben... Anderl? Anderl? Also. Der sagt nichts mehr. Das hat so einen Rumpler da. Was? Hallo! Hallo, Marianne, grüß dich. Sag mal, was ist mit dem Anderl los? Umgehauen hat's ihn. Was? Warum? Sie muss jetzt erst mal um einen Anderl kümmern. Umgehauen hat's ihn. So ein Zufall, gerade in dem Moment, wo wir anrufen, haut's den um. Bloß ein Moment schwarz geworden vor die Augen. Sag mal, Marianne, hat er das öfters, ha? Schmarrn, den hat's umgehauen, weil er meint, Marianne, sag ihm, dass ich noch lebe. Warum? Das war ein Druckfehler. Anderl, hat's die umgehauen wegen mir. Na du, dein Herbert, die bleibt dir erhalten. Er muss nicht allein saufen. Genau. Du, da hat Schnipsi gerade eine schöne Anregung. Anderl, da trinken wir einmal ein schönes Treffel miteinander auf meine Wiederauferstehung. Gell? Aber jetzt tust du dich erst einmal gut erholen. Gell? Nicht, dass jetzt die da bräselt. Also, für die Anderl. Der Anderl. Ja. Umgehauen hat's ihn wegen mir. Ja. Wegen mir. Wegen dir. So ein guter Freund. Ja, guter Freund. Wer ist denn das? Ja? Ja, wer ist denn? Tu nicht weinen! Die ist ganz durchdraht. Ja, sag halt, wer es ist. Tu dich doch bitte nicht so aufregen. Die draht gleich durch, das ist ja furchtbar. Ja, wer denn? Lass mich doch bitte auch einmal was sagen, Tante Elli. Tante Elli, warn's recht, wegen mir. Tante Elli, es gibt keine Beerdigung. Oh mein. Nein, wir machen auch nicht die Anatomie. Du, Tante Elli, hör mal, der Herbert lebt. Nein, nicht in unseren Herzen. Was, in unseren Herzen hat's das gesagt, mein ist die lieb. Tante Elli, das ist ein anderer, der... Au! Ja. Du hätt nicht so rein. Das ist ja furchtbar, so hohe Frequenzen. Ja, weißt du, die hat einen Schock. Weil ich gestorben bin. Na, weil du wieder lebst. Tante Elli, das ist verkehrt, was da in der Zeitung drin steht. Fix und fertig war's, gell? Und jetzt lebt er auf einmal wieder. Tut mir leid, Tante Elli. Was tut dir leid, dass ich noch lebe, oder was? Vielleicht ein andermal. Da kannst du nicht so schnell umschalten, gell? Tante Elli, statt dass du dich freust, dass ich noch da bin, sei doch froh, dass du dich umsonst aufgeregt hast. Psst. Was? Sie sagt,
Um dich werde ich noch einmal trauern. Ja, aber das ist eine alte Frau. Jetzt komm, lass doch. Tante Elli, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Du wirst um mich nicht noch einmal trauern müssen. Du bist nämlich 85. Sag mal, spinnst denn du? Und ich noch nicht. Ja, gell? Und wenn es einmal einigermaßen gerecht zugeht, was wir alle hoffen, Spinnst oder? du? Dann geht's einmal sauber der Reihe nach. Ja, Gell? Und dann kann ich mir mal überlegen, ob ich um dich überhaupt trauern muss. Wie redst denn du mit der armen Frau? Was? Jetzt habe ich sie extra durch die Blume. Du bist so ein Büffel und merkst das nicht einmal. Die blöde Kur, statt dass sie sich gefreut. Mit dem Schmarrn da. Legt's mich doch. Was? Ich lebe noch, merkt euch dies. Wer ist Was? Wer? Wer? Also, ob wir ein Weißbier brauchen. Oh Gott. Freilich brauchen wir ein Weißbier. Bringen Sie 3 Kästen. Gell? Ich lebe nämlich noch länger. So schnell bringt ihr mich nicht unter die Erden, auch wenn sie ja alle zusammenheft. Sag mal, spinnst denn du total? Was? Die kennen sie aus. Man muss sich sowas von schammern mit dir. Erst stirbst und drast du durch. Ich bin nicht gestorben. Fangst jetzt du auch noch an. Dieses Herz schlagt noch. Ja, ja. Dieser Puls. Na, wo ist er denn? Da, lang einmal daher. Wie lange nicht, ich bin doch nicht blöd. Ich sieh doch, dass du lebst, oder? Ja, aber glauben magst du das nicht. Schmarrn da. Die blöde Kur, das war da wie meine Lieblingstante. Jetzt hör doch mal auf mit der Schipferei. Da sieht man mal, wer die wirklich wertvollen Menschen sind. Ja. Ich mag überhaupt nicht mehr hingehen. Du gehst mir auch nicht ans Telefon. Jetzt heb ab, ich möchte wissen, wer sie ist. Ja? Hertha, grüß dich. Wegen derer brauchst du nicht hingehen. Die esoterische Krampfhindi. Na, Hertha, ich hätte dich doch angerufen. Aber was, bis Buchstabe H sind wir noch nicht gekommen gewesen. Ja, die soll aus der Leitung gehen. Was? Wie meinst denn du das? Wie meinst denn du das? Jetzt hat's der Herbert gut da drüben. Wie meinst denn das? Ja, willst du behaupten, der Herbert hat's bei mir nicht gut gehabt? Komm her und sag ihr, dass du es bei mir schon gut gehabt hast. Ich sag's. Hertha, ich soll dir sagen, dass ich es bei der Schnipsi schon gut gehabt habe. Was? Wo soll ich hingehen? Ins Licht. Die sagt dann, Herbert, geh ins Licht, die spinnt doch. Die meint, du findest nicht um mich. Hinüber. Ja. Ich soll endlich begreifen, dass ich tot bin. Das gibt's doch nicht. Du, Hertha, wenn du jetzt nicht sofort mit dem Schmarrn aufhörst, dann schicke ich dem Herbert seine Aura um mich und dir verzeiht er, was für eine saubläde Anden das du bist. Sehr gut, Schnipsi. Das war bei dir schon lange mal fertig. So eine bläde Kur, die war doch noch nicht drüben. Die weiß doch gar nicht, wie es da drüben zugeht, die bläde Brumsumsen, die bläde. Die hat keine Ahnung, die hat sich ein bisschen was zusammengelesen. Jetzt meinen sie weiß Bescheid. Was meinst du, wenn die da wirklich einmal hinkommt, dann ist alles anders, als wie sie sich einbildet. Da wird sie sich beschweren. Da wäre ich gern dabei, wenn die Hertha ins Jenseits kommt. Ja, Herbert, jetzt hör mal zu. Der Nächste, der jetzt anruft, dem sagen wir sofort, dass du noch lebst, weil das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Das ist doch... Ja, du, oder du hast ein kleines bisschen rauszögern, bevor du sagst, dass es nicht stimmt. Was? Ja, weißt du, da erfahrt man was über die Leute. Ja, aber wie soll ich das machen? Lass einfach die anderen erst ein bisschen das Herz ausschütten, gell, und ich gehe dann schon hin. Was meinst du, wie sie die dann freuen, wenn ich nachher komme? Ich weiß nicht. Ja? Kali, grüß dich. Der Kali. Was sagt er? Er ist erschüttert. Erschüttert, mein Giebmann. Das ist aber lieb von dir, Kali. Er sagt, ich darf mich an seiner Brust ausweinen.
Was? Ja, ja, freilich darfst du dich auch an meiner Brust... Du gehst gefälligst woanders hin mit deiner Brust, gell? Das ist immer noch meine Witwe. Boah, das ist... Was ich da tue? Ich lebe halt noch, ob das in deine Pläne passt oder nicht, du Saubeitel, du Greusliger. Sag einmal. Schau dir die noch. Sag mal, was bist denn du dermaßen ungehalten? Sag mal, das ist doch beruhigend, dass wenn wirklich mal was wäre, dass man als Frau nicht ganz allein daständert. Mach dir doch keine Illusionen. Der hat's doch nur auf deinen Körper abgesehen. Da erfahrt man was über die Leute. Ja. Weißt du was? Jetzt rufst du noch einen Peppi an. Was, ich ein Peppi? Ich möchte wissen, ob das auch so ein Witwentröster ist. Was? Hast du schon gewählt? Oh mein Gott. Peppilein, ich hätte dich doch angerufen. Aber weißt, ich bin ja Witwe geworden, ganz ohne mein eigenes Zutun. Moment, Peppi, Moment. Du, der will wissen, wie es passiert ist. Ja, was sag ich denn jetzt? Bumm, und weg war er. Ja, plötzlich und unerwartet von uns gegangen, das kannst du sagen, Peppi. Wie meinst du, was willst du sagen, Peppi? Was? Na. Moment, Peppi, Moment. Du, der Peppi heute jetzt dann am Grab eine Rede und der Riegler spielt auf der Trompeten Il Silenzio und der Kegelverein singt im Chor Hurra, ein Kranz. Das müssen wir uns anschauen. Nein! Nein. Du sagst ihm jetzt sofort, dass du noch lebst. Ja, tu es ihm du erklären, du kannst es. Peppilein, du Peppi, ich habe eine große Überraschung für dich. Du, da wirst du dich jetzt freuen. Ich muss dir jemand geben, gell, Peppi? Nicht geben? Er weint. Niemand. Gehst du jetzt hin? Peppi, mein alter Freund, rat mal, wer da ist. Ja, ich lebe. Das war ein Versehen von der bläden Zeitung, stell dir das vor. Warum dir Schnipsi das nicht gleich gesagt hat? Genau, warum hast du ihm denn das nicht gleich gesagt? Der Peppi wohnt da und du sagst ihm nichts. Hast du das nicht gesagt, Peppi? Peppi, das war nicht meine Idee. Das war am Herbert seine Idee. Sag's ihm, du falscher 50er. Sag's ihm. So was. Peppi, ich wollte lediglich einmal sehen, wem ich wirklich was bedeute. Ja. Und Peppi, da muss ich sagen, da hast du alle meine Erwartungen. Bei weitem. Ich weiß schon, also was macht man nicht mit seinem besten Freund? Nein. Sauerei, ja. Jawohl. Peppi, kannst du mir noch einmal verzeihen? Knier die doch nieder. Das sieht er doch nicht. Was, einen Kranz hast du schon daheim? Geh weiter. Aus lauter Brezen und Weißwürst. Oh. Peppi, hör auf, sonst muss ich noch warnen. Oh, ich kann Scheiße schreien. Peppi, ich mache alles wieder gut. Heute Abend im Pilzstüberl. Lade die ein bis zum Umfallen. Oder bis zum Speiben. Also du kannst das aussuchen. Unter einer Bedingung, was für... Was ist denn? Ja, wenn du meinst. Was denn? Gut, ja, dann bis nachher. Vierte, Peppi. Aber was ist denn los? Schnipsi, heute Abend musst du was Schwarzes anziehen. Was, warum? Der Peppi, der alte Kindskopf, also er will die Beerdigung auf alle Fälle heute Abend im Pilzstüberl feiern. Das spinnst doch. Weißt du, weil er sagt, jetzt haben sie alle so eingehängt und jetzt kann er es auch nicht mehr total abblasen, weil sie sich doch schon recht drauf gefreut haben. Gell? Heute er seine Rede gell, und dann isst man seinen Kranz und der Riedler blast. Sag mal, Herbert, soll ich dich noch kasig schminken? Dann könntest du noch aufbauen. Ich glaube, das braucht es gar nicht. Nee. Das wird bestimmt auch so eine ganz stimmungsvolle Sache. Du, da wird halt manch eine Masse um mich fließen. Ja, das schafft das hört doch gar nicht mehr auf. Du kannst gleich einladen, Pilzstüberl. Ja. Ja, ich bin die Witwe, also... Was? Du, da will einer wissen, ob die Wohnung frei wird. Nix wird frei. Sieh, da ist die Leichenstarre noch nicht eingetreten.
Da seid ihr Grabräuber schon da und zieht haben die Wohnung unterm Hintern weg. Wer ich bin, ja, entschuldigen Sie, dass ich mich nicht gleich vorgestellt habe. Sie haben gerade das seltene Glück und haben den Verstorbenen gerade noch selber erwischt. Ja, da sehen Sie mal, wie schnell Sie dran sind. Ja, und die Wohnung kann ich Ihnen eh nicht empfehlen, weil da werde ich noch eine Zeit lang drin umeinander geistern.